So penibel wie der mal ist. Ich glaub schon, dass sich der Chef da drüber gefreut. So meinst. Sag einmal, was soll denn das werden? Wir haben doch nicht einmal einen Adventskranz im Büro. Weil's doch Weihnachten wird. Hänge ich am Chef einen Weihnachtstürkranz hier. Ist doch schön, oder? Weil's Weihnachten wird. Mein Gott. Jedes Jahr das gleiche Theater um das Weihnachten. Also sowas Besonderes ist das schon lange nicht mehr. Für mich schon. Ich tu nur schnell den Kuchen in den Kühlschrank. Spendierst uns den heute Nachmittag, Heike? Bin ich eine Sozialstation? Na, heute Abend kommt ein Bekannter zu mir. Und das ist ein ganz Süßer. Ein Süßer? So wie ich die kennt, stehst du doch auf richtige Kerle, oder? Du sagst es, liebe Babsi. Aber um noch einmal auf das Thema Weihnachten zu kommen. Also mir hängt der ganze jährliche Zinnober schon gründlich zum Hals raus. Allein überall diese permanente Berieselung von Weihnachtsliedern und Glockengebimmel. Schauderhaft. Naja, dann sag ich halt schauderschön. Aber hast schon recht. Ein bisschen viel ist schon. Aber ich freue mich trotzdem auf Weihnachten. Es ist und bleibt das schönste Fest des Jahres. Es gibt halt immer noch ein paar Unverbesserliche. Und was das Grünzeug da an der Tür vom Chef betrifft. Also ich glaube nicht, dass er in Begeisterungsstürme ausbricht. Man kennt ihn ja. Das warten wir jetzt einfach einmal ab. Heike, wenn jetzt der Chef kommt. Na und, der kommt immer später. Wie du meinst. Nicht mein Problem. Eben. Mach du auf. Ich bin gerade beschäftigt. Was nicht sagst. Grüß Gott. Mein Name ist Huber. Könnte ich bitte den Herrn Rechtsanwalt sprechen? Ein Rechtsanwalt? Ja. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, Sie mir bestimmt nicht. Da käme ich ja vom Regen in die Traufe. Nein. Ich habe die Nase voll. Mir reicht's. Meine Frau kocht mir nichts mehr zum Essen. Und als ich mich gestern Abend beschwert habe, da hat sie mir eine gescheuert. Oh, interessant. Ja? Heike. Ja, und was wollen Sie jetzt machen? Ja, was werde ich schon machen? Ich lasse mich. Ja, ich lasse mich scheiden. Und was wollen Sie da bei uns? Eine neue Frau? Ja, das fehlt mir gerade noch. Nein. Ich will einen Termin bei Herrn Rechtsanwalt Grabler. Das ist nebenan. Wir sind Import, Export, Grabert. Import, Export? Ja, auch gut. Ja, unternehmen Sie doch was. Ich habe mir vor 25 Jahren dieses Monster eingehandelt. Jetzt schauen Sie doch, dass Sie es wieder losbringen. Ja? Dürfte ziemlich schwierig werden, aber ich bezahle die Kanzlei auch gut, ja? Grüßen mir Herrn Rechtsanwalt Grabler von mir. Auf Wiedersehen. Kaffee ist leider aus. Weiter. So ein Chaot. Ach, Herrschaft, jetzt habe ich mir wegen dem Gläufi meinen frischen Lack wieder verschmiert. Ja, will nur mal von vorne anfangen. Hast du einen Nagellackentferner dabei? Nein, weil wir sind keine Beauty-Farm, sondern eine Import-Export-Firma. Ich mache meine Maniküre daheim. Bloß gut, dass man ihn immer gleich hört. Griebel, Sie kommen in genau 10 Minuten zu mir. Ja? Keine Sekunde früher oder später, verstanden? Jawohl, Chef. Mahlzeit. Mahlzeit. Was Neues? Ja, einer wollte sich scheiden lassen. Was ist los? Sorgen haben die Leute. Danke. Obwohl, naja, Babsi,
Ich diktiere Ihnen jetzt gleich was in die PC, das muss unbedingt heute noch raus. Ja, aber Chef, sonst diktieren's doch immer mir. Wie? Sie kommen dann später zu mir ins Büro, das wird dann eine längere Sache, ja. Sagen Sie mal, ist das die neueste Mode? Was? Ja, die Fingernägel so, halb und halb. Natürlich nicht, Chef. Aber ich bin in der Mittagszeit nicht ganz fertig geworden und wollte während der Bürozeit keine privaten Dinge mehr erledigen. Das ist brav, das nenne ich Pflichtbewusstsein. Babsi, sind Sie fertig? Ganz ehrlich, da ist Name und Anschrift. Jetzt werden wir mal diesen Knalldeppen die Meinung sagen. Also, sehr geehrter Herr bla bla bla. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage bzw. Beschwerde vom bla 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 teile ich Ihnen hiermit was haben wir denn bis jetzt? Sehr geehrter Herr Knalldepp, Bezug nehmend auf Ihre Anfrage bzw. Beschwerde vom... Moment, was haben Sie da geschrieben? Sehr geehrter Herr Knalldepp? Mein Gott, Babsi, das ist ein Knalldepp, der heißt nicht so. Ah, Babsi, Sie machen mich nur wahnsinnig. Entschuldigung, Chef, das weiß ich natürlich. Ich war nur gerade in Gedanken. Mei, an Weihnachten wird's halt denkt haben, unsere verträumte Babsi, gell? Jetzt misch doch du die da nicht rein. Das hätte ich schon selber noch gemerkt. Ruhe! Hier in meinem Büro wird nicht gestritten. Babsi, wir machen das dann später. Streiten? Nein, schreiben. Weil in der Stimmung, in der ich jetzt bin, da würde ich diesem Knalldepp. Danke, Knalldepp, Sachen an den Kopf werfen, die ich später ganz bestimmt bereuen werde. Heike, ich ruf Sie, wenn ich Sie brauche. Aber gern, Chef. Was bitte soll dieses Grünzeug hier an meiner Tür? Ist das ein Trauerkranz? Ist wer gestorben? Das ist ein Weihnachtstürkranz. Weil's doch Weihnachten wird, Herr Grabert. Ha, und was soll der an meiner Tür? Ja, ich hab mir gedacht, Sie freuen sich. Vielleicht. Was? Ich soll mich freuen, wenn mir jedes Mal, wenn ich die Tür auf und zu mache, dieses Grünzeug da an die Nase ruppelt oder um die Ohren fliegt? Weg damit! Aber Chef, es soll doch nur ein bisschen weihnachtlich ausschauen. Und wenn's die Tür nicht allweil wir narrisch aufreißen und wieder zuschlagen, dann fliegt er Ihnen auch nicht um die Ohren. Wer schlagt hier Türen zu? Sie. Also, das ist ja eine Unverschämtheit, ist das. Heike, habe ich jemals Türen zuschlagen? Ja, gar nie. Ja, bitte. Sie schließen immer sanft. Mit Nachdruck. Bitte, da hören Sie es ja. Türen zuschlagen ist überhaupt nicht meine Art. Was machen Sie denn da? Ich mach den Kranz wieder weg, dass er Ihnen nicht um die Ohren fliegt. Was ist los? Nix. Der Kranz, der bleibt. Wäre ja noch schöner. Babsi, schauen Sie her. Genau so mache ich Türen immer auf und zu. Du traust dich was. Viel zu wenig. Im Gegensatz zu dir. Was willst du denn damit sagen? Ich hätte viel zum Sagen. Aber weil's Weihnachten wird, schenke mir das. Das hebe ich mir auf fürs neue Jahr. Schau, für was das Weihnachten nicht alles gut ist. Ha? Heike, kommen Sie doch mal bitte zu mir. Ich habe zwar schon alles hier auf dem Diktaphon, aber ich habe noch ein paar Anmerkungen mit Ihnen zu besprechen. Aber gern, Chef. Heike, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Unser Chef ist verheiratet. Nur kein Neid. Hallo, meine Süßen. Euer Sunny Boy ist da. Servus, Babsi. Du, wo ist denn die Heike? Beim Chef. Ach so. Ja, dann geh ich wieder. Wolltest du zur Heike oder zum Chef? Ich? Eigentlich wollte ich ja zum Chef. Ah ja? Ich mein, eigentlich ist doch der Chef für dich Nebensache, oder? Dir fällt ja schon jetzt mal das Gesicht runter, wenn die Heike nicht da ist. Ach, sagt man das? Aha. Ich glaub ja, dass du dir das bloß einbildest. Und wenn's so wär, was stört dich denn daran? Gar nichts. Was redst du denn so blöd daher? Glaubst du's? Weiber.
Das hat halt schon mal einer gesagt. Ja, zum Chef kannst du jetzt jedenfalls nicht rein, weil deine Heike ist da drinnen. Also bitte stehen immer so blöd in der Gegend umeinander und halt mich von der Arbeit ab. Du laberst mir doch einen Kopf voll. Und im Übrigen bin ich auf ein Gespräch mit dir eh nicht scharf. Warum bist du mit mir eigentlich immer so... Verschwind endlich! Aber gerne. Ach, und sag der Heike, sie soll mich anrufen, wenn sie wieder da ist. Aber vergiss es nicht, hä? Ein Schmarrn wäre ich da! So ein unverschämter Mensch. Aber schuld bin ich ja selber. Ich bin ja sowas von blöd. Aber Margot! Du wirst doch nicht von dir selber reden, hä? Doch. Und es stimmt, was ich sag. Jeder da herinnen, außer Ihnen, Herr Dange, springt mit mir um, wie er gerade lustig ist. Danke schön. Bitte. Der Chef hält sowieso nicht viel von mir. Ah, das stimmt nicht. Doch. Und die Heike, die behandelt mich ja wie ihren Lakai. Ja, mei, wenn du dir das gefallen lässt, dann bist du selber schuld. Der Manni, der ist auch immer bloß unfreundlich. Obwohl... Obwohl du unsterblich in ihn verliebt bist, gell? Woher wissen Sie das, Herr Dange? Mein Madel, das Verliebtsein schaut dir doch aus alle Knopflöcher. Du hast doch deine Augen überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Sieht man das? Ja. Mei, das ist ja furchtbar. Meinen Sie, er hat das auch schon gespannt? Na, der spannt gar nichts. Weil das ist noch ein dummer Bub, der nur Augen für die aufgemascherlte Heike hat. Aber macht er nichts draus, Babsi, der kommt schon noch dahinter. Die Zeit ist bloß noch nicht reif. Ich kann manchmal überhaupt nicht mehr hinschauen. Der himmelt die Heike an, das ist direkt peinlich. Aber wissen Sie was, Herr Dange? Ja. Ich schlag mir diesen Manni aus dem Kopf. Gegen die Heike habe ich ja sowieso keine Chance. Ich vergiss ihn einfach. So. Und wie willst du das machen, wenn du ihn jeden Tag siehst? Ja, dann kündige ich. Nein, das tust du nicht. Heute ist Weihnachten. Und? Was soll sich da ändern, bloß weil es Weihnachten wird? Na, wer weiß, da kann sich einiges ändern. Schau, ich bin doch da in dem Betrieb der alte Hausl für fast alles. Aber ich hab so das Gefühl, als darf ich noch zu mehr taugen, als wir zum Aktenschleppen vom Büro zu Büro, zum Schneeräumen, im Sommer an Chef sein Rasen mähen, mir die Sorgen von seiner Frau anzuhören. Also lass dir gesagt sein, das traust du dich nicht, dass du mich mit der Heike und unserem schussligen Chef verloren lässt, gell? Herr Dange, das darf ich doch gar nicht fertig bringen. Ich bleib da, versprochen. Na, also. Na schau, die Heike ist ja eigentlich keine Unrechte. Ein bisschen sehr von ihrer Wichtigkeit und Schönheit überzeugt. Kein Wunder, wenn's alle so hofieren. Ja, auch das kann sich noch ändern. Ja, und unser Chef ist doch ein netter Mensch. Ein bisschen schusslig halt. Oder gestresst, wie man heute sagt. Der poltert gern. Alles halb so schlimm. Halb so schlimm? Mir hat er gerade zusammengeschimpft. Mein schöner Weihnachtstürkranz gefällt ihm nicht. Der gefällt ihm schon. Bloß zugeben tut das nicht. Ja, aber warum denn nicht? Warum gibt's Leute, die nicht sagen können, dass sie sich über was freuen? Ich freu mich über so viel. Hast recht, Madel. Freu dich, dass du auf der Welt bist. Und lass den Kopf nicht hängen wegen dem Manni. Bleib so, wie du bist. Bald ist Weihnachten. Ich verstehe Sie nicht, Herr Dange. Das macht nichts. Macht gar nichts. Ja, schau her, da ist die Post. Gibst das dann am Chef? Ja, Schneegeräumt habe ich auch schon im Hof. Kann ja eigentlich wieder heimgehen. Ach, Herr Dange, Sie sollen doch nicht Schnee rammen. Hä? Denken Sie an Ihr Herz. Okay. Ja, aber wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, Ja, hab ich. dann könnten Sie mir bitte schön die Ordner da in die Registraturen überrammen. Das hätte eigentlich die Heike machen sollen, aber naja. Und ich bin halt noch nicht dazugekommen. Ja, aber mach ich doch gern. Mich zieht's nicht heim. Auf mich wartet ja niemand. Selbstverständlich, Chef, wird sofort erledigt. Weiß ich doch, Heike, dass ich mich auf Sie verlassen kann, ja. Oh, jetzt ist mir nur die Türklinken aus der Hand gerutscht. Ja, Heike, schauen Sie doch bitte mal im Terminkalender nach, was diese Woche noch alles ansteht. Moment, Chef. So. Ja, also heute Abend Kegelclub,
Morgen 19 Uhr Squash. Mittwochabend haben es ebenfalls 19 Uhr eine Beiratssitzung im Hotel Adler. Donnerstag haben wir noch nix. Ja, aber Freitag, 18 Uhr, wieder ein Meeting mit unseren Importpartnern. Ja, und am Wochenende weiß ich noch nicht, ob Sie was Spezielles vorhaben. Ja, dann könnte ich ja eigentlich am Wochenende nach Hamburg mal nachhaken, warum das immer so ewig lang dauert, bis die Container aus Übersee gelöscht sind. In Hamburg haben Sie ja genug Wasser zum Löschen. Ja. Ja, Heike, buchen Sie mir bitte für Freitag ab 23 Uhr in den ICE nach Hamburg. Ja, dann wäre ich in der Früh droben. Wird erledigt, Chef. Also, wenn ich mich recht erinnere, hat doch der Chef eine ganz liebe Frau und einen netten Burm. Du, dass die das mitmacht, der ist doch nie daheim. Was sagt er da? Mein Gott, wenn der nur nicht immer so nuscheln tat. Du, jetzt hoch du dir das einmal an. Danke. Kein Bedarf. Weil, wenn ich die Kopfhörer erst einmal aufhab, dann weiß ich ganz genau, wer das hinausgeht. Dann kriege ich den nämlich nimmer runter, bis der ganze Schriftsatz fertig ist. Glaubst, du bist sowas von unkollegial. Dann muss ich halt noch mal rein zum Chef und fragen. Du erwischt mich nicht mehr, liebe Heike. Ein bisschen was lernt sogar ich noch dazu. Schau an, unser Sunnyboy ist schon wieder da. Du kommst leider zu spät. Die Heike ist gerade wieder neu zum Chef. Hast du gesagt, dass er mich anrufen soll? Nein, vergessen. Du bist vielleicht sowas von unkollegial. Ich weiß, das hat mir gerade schon mal jemand gesagt. Was mache ich jetzt? Wieder gehen? Oder warten? Oder siehst du eine andere Möglichkeit? Glaubst du es? Bei dir geht einem so richtiges Herz auf. Wie schön für dich. Eins sage ich dir. Wenn du so weitermachst, bekommst du nie einen Mann. Ja und? Meinst du dann, dafür mir die Welt untergeht? Das vielleicht nicht, aber man kennt sie doch, diese alten, verbitterten Jungfern. Tja, da hat's ja bei der Heike keine Gefahr. Na, das wirklich nicht. Aber es können halt nicht alle Menschen gleich sein. Eben. Naja, du wirst es jedenfalls nicht mehr erleben, dass ich ja eure Jungfer werde. Wahrscheinlich werde ich nach Weihnachten kündigen. Kündigen? Wenn's du meinst? Manni, da schau her. Da habe ich selber backene Platzl dabei. Magst? Ja, freilich mag ich. Lass dir mal schauen. Ui, Butterplatzl, so wie es meine Oma immer gemacht hat. Siehst, dann bin ich vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Wer sagt denn das? Ich hätte ja so gerne eine Wut auf die, aber ich schaff's einfach nicht. Ja, Wut, auf mich, wo ich doch euer Sunnyboy bin. Und sag einmal, diese sagenhaften Teile hast du wirklich selber gemacht? Jetzt versteht er tatsächlich selber nicht mehr, was er alles diktiert hat. Hey, Manni, willst du zum Chef rein, ha? Gleich. Ich muss erst noch ein paar Platzl von der Babsi essen. Ah ja? Schaut aus, als wärst du die rechte Hand vom Chef. Das sieht nicht nur so aus. Das ist so. Ist der Rechte. Heike, was ich dich fragen wollte. Frag nur Sunnyboy. Hättest du nur so zum Beispiel heute Abend schon was vor? Ah, da muss ich erst in meinen Terminkalender nachschauen. Dann schaust du bitte schon mal nach, Fräulein Heike. Muss das gleich sein. Also wenn das möglich wäre, wäre ich Ihnen schon sehr verbunden. Also die Teile musst du probieren, du. Die zergehen wie Butter auf der Zunge. Naja, ganz gut. Lasst es euch gut schmecken. Was hat's denn jetzt schon wieder? Ah, lass die. Die ist wie eine Mimose, immer gleich beleidigt. Hey, komm, futter nicht alles allein, gib mir auch noch ein paar. Einen Zimtstern möchte ich. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Und, wie schaut's aus heute Abend? So, jetzt langt's mir nicht euch. Wenn ihr schon die Platzl allein zusammen isst, na, macht's euch wenigstens nicht nur lustig über die Babsi. Schaut's euch. Na, geht's noch? Ja, geht's noch. Also, dass du, Heike, außer deiner Schönheit nicht viel zu bieten hast, das weiß ich ja schon lang. Also, Herr Dangel. Aber dir, Mann, hätte ich schon ein bisschen mehr Hirn und Charakter zutraut.
War der vielleicht die ganze Zeit da draußen? Du, der hat einen Namen. Also, Herr Dangl, jetzt beruhigen Sie sich doch erst einmal. So kenne ich Sie ja gar nicht. Ja, dann wird's Zeit. Ich weiß ja, wenn man gutmütig ist, wird man leicht für einen Trottel gehalten. Aber den macht's ihr nicht aus mir. Na yes, das jetzt regen Sie einer wieder ab. Sie tun ja gerade, als ob Sie da herin was zum Sagen hätten. Also, Heike, bitte. Ich weiß schon, dass ich da herin nichts zum Sagen hab. Aber wegen euch zwei nehmen wir kein Blattl mehr vor den Mund. Also ich lasse mir das auf keinen Fall bieten. Ich werde mich beim Chef beschweren. Ja bitte, dann geh noch grad rein zum Chef und beschwer dich. Oder hat vielleicht sonst noch jemand was zum Sagen? Ja, ich. Ist der Kaffee schon fertig? Also ich muss jetzt dringend zum Chef. Ja, was ist? Ist der Kaffee schon fertig? Ja, keine Ahnung, ich war schließlich bis jetzt beim Chef, aber ich konnte gern nachschauen. Mir scheint, da herin herrscht die Kluft. Ja, da können Sie recht haben, Kathi. Aber lassen wir das, weil's Weihnachten wird. Genau, weil es Weihnachten wird. Darum bin ich nämlich heute auch ein bisschen früher hergekommen. Ich wollte nämlich fragen, ob wir heuer wieder unsere kleine Weihnachtsfeier machen. Das war doch letztes Jahr so gemütlich. So, Ihr Kaffee, wollen Sie da sitzen bleiben, Frau Reiser? Wenn es nichts ausmacht, gern. Wo ist denn die Babsi? Die kommt gleich wieder. Und wegen der Weihnachtsfeier. Richtig, wegen der Weihnachtsfeier. Ich hab mir gedacht, das ist doch schließlich bloß einmal im Jahr Weihnachten. Ja. Und das ist doch nett, wenn man ein bisschen zusammensitzt und miteinander feiert, oder nicht? Und Weihnachtsliedlein singt, wie schön. Jawohl. Und Weihnachtsliedlein singt. Du brauchst ja nicht mitsingen, wenn's nicht willst. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dieser rührseligen Veranstaltung überhaupt dabei sein will. Auch das werden wir überleben, Ja. liebes Fräulein Heike. Und, was meinst du, Lange? Ja, ich mein halt, wir sollten erst beim Chef reden, ob er Zeit und Lust hat. Ja, und ob er es überhaupt gestattet. Gestattet? Ha, das war ja noch schöner. Das werden wir ihm dann schon klar machen. Nix da. Ich spendiere die Platzi wie jedes Jahr und ein kleines Bammerl bringe ich auch noch mit. Und ich bring wieder meinen CD-Player mit. Dann kann man ein bisschen Weihnachtsmusik hören. Ja, prima, Babsi. Also abgemacht. Am letzten Arbeitstag vor dem Heiligabend. Jetzt einmal langsam, Kathi. Ach, und Herr Dange, Sie müssen unbedingt wieder einen Nikolaus machen. Das war allweil so schön. Nein, nicht schon wieder. Ach, bitteschön, Herr Dange. Es ist doch nur einmal im Jahr Weihnachten. Was für eine grandiose Erkenntnis. Und dann machen wir wieder für jeden von uns ein Gedicht. Da werden wir uns wieder einiges anhören müssen. Ja, und der Backerl kriegt auch jeder. Müssen wir halt vorher alle ein bisschen zusammenlegen. Ja, schau her. Ein Nikolaus hat doch an Weihnachten nichts mehr zum Suchen. Nein, das stimmt nicht, gell? Das weiß ich noch bei jeder Weihnachtsfeier, dass ein Nikolaus dabei sein muss. Das war also beim Kaninchenzuchtverein von meinem Seligen. Nichts da damit, Sie machen Nikolaus und damit basta. Seid ihr jetzt bald fertig oder bin ich die Einzige, die da herin arbeitet? Nein, das passt schon. Weil sonst bist du nämlich die Einzige, die da herin nicht arbeitet. Warum geht's denn heute immer auf mich los? Nee, war doch nicht best gemeint. Wenn auch ein bisschen Wahrheit dabei ist. Und wer sagt's jetzt am Chef? Also ich sag's nicht. Mein Gott, macht euch doch nicht in die Hosen. Ich sag's ihm schon, da geht nichts. Oh, was ist denn das für ein schöner Weihnachtstürkranz? Voll der Erna, Frau Reiser. Und wir? Da wird er sich gefreut haben, der Chef, ha? Und wir. Wissen Sie was, Frau Reiser? Backen Sie ein Ei und nehmen Sie ihn mit heim. Wir mitnehmen, das geht doch nicht. Und wie das geht, jetzt nehmen Sie ihn schon. Und dann schnell raus damit. Also, vergeht's Gott, den hänge ich mir gleich an meine Tür hin. Da wird er meine Nachbarn aber stinken. Meine Liebe, du bist schon wirklich gut, Babsi, weißt du. Naja, aber wahrscheinlich spannt das gar nicht. Herrschaftszeit. Das war jetzt vielleicht eine harte Nuss. Von Buchhaltung keine Ahnung haben, aber mir in meine Kalkulationen reinreden. Das mag ich. Weil ihr gerade alle da seid. Ihr habt doch das Weihnachtsgeld noch nicht auf dem Konto. Er hat nämlich gerade so Andeutungen gemacht von wegen schlechter Auftragslage und miserabler Zahlungsmoral unserer Kunden. Kennt man ja. Und dann hat er noch gesagt, und jetzt kommt's, dass er noch nicht weiß, ob überhaupt und wenn ja, in welcher Höhe er uns unser Weihnachtsgeld auszahlen kann. Nett, oder?
Ja, das darf der gar nicht. Da gibt's ein Gesetz dafür, der muss zahlen. Okay. Gesetz hin, Gesetz her. Wenn kein Geld nicht da ist, kann er sich nicht aus dem Ärmel schütteln. Also ich sag nur eins. Ich mache hier die Buchhaltung. Und die Firma nagt noch nicht am Hungertuch. Mehr sag ich nicht. Top secret. Also ich lasse mir das auf keinen Fall bieten. Das Geld, das kann ja jeder brauchen. Ich hab noch keine Geschenke für meine Eltern. Das wird mich schon hart treffen. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, gar nichts. Warten bis Weihnachten wird. Und dann feststellen, dass wir alle mit einem leeren Geldbeutel dastehen. Na super. Um was geht's? Wahrscheinlich gibt's dieses Jahr kein Weihnachtsgeld. Was? Wer sagt das? Na, der Chef. Aber nicht mit mir, gell? Ich meine, ich kann ihn ja soweit ganz gut leiden. Aber das, wenn er macht, dann wird er von mir höchstpersönlich von unserer Weihnachtsfeier ausgeschlossen. Ui, da wird er aber sehr traurig sein, der Chef. Also ich kann mich da nicht konzentrieren, wenn andauernd geratscht wird. Ja, da hast recht, aber 10 Minuten vor Dienstschluss brauchst eh nicht mehr so tun, als ob du arbeiten würdest. Sehr witzig. Aber recht hat er. Und? Wie schaut's aus heute Abend? Frau Reiser, was machen wir denn jetzt? Heute Abend? Keine Ahnung. Ich werde mal ein paar Worte mit ihm reden und dann werden wir schon sehen, wie er reagiert. Um 8 Uhr an der gleichen Stelle? Kinder, Herz auf, was nicht geht, geht nicht. Bitte, wenn's meinst. Bitte, zeig noch einmal rein. Du liebe Zeit! Ihr seid der arrogante Außendienstschnösel über mein Putzkübel gefallen. Mein Gott, tut mir das aber leid. Ja, okay. Das darf doch nicht wahr sein. Wer hat denn diesen vorsinnflutlichen Blecheimer so dämlich mitten in den Flur reingestellt? Da muss ich ja wohl nicht lang fragen. Warum fragen Sie dann? Na, gesehen wird, die ganze Hosen ist nass. Ja, da müssen Sie ja schlichtweg irgendwo undicht sein. Reden's doch nicht so dumm. Aber guten Tag zusammen und Entschuldigung. Herr Mohart, ich bringe Ihnen ein trockenes Tuch zum Abreiben. Also dieser Lackaff ist mir gerade noch abgegangen. Naja, was soll's? Es gibt Schlimmeres. Kollegen, ich habe nämlich eine ganz tolle Nachricht für euch alle. Jawohl. Als Außendienstmitarbeiter war ich nicht ganz untätig. Danke, Frank Heike, ich mach das schon, danke. Ich habe nämlich ein paar gigantische Aufträge an Land gezogen. Wow! Da wird sich der Chef aber freuen. Ja, aber trotzdem, ich gehe jetzt. Schönen Abend beieinander. So, und jetzt gehen Sie rein zum Chef und sagen ihm, dass damit unser Weihnachtsgeld gesichert sein müsste. Genau. Und wenn Sie das nicht schaffen, dann geh ich rein. Sagen Sie ihm das auch. Also, gutes Gelingen, Feierabend, ich gehe. Ich habe immerhin noch Besseres zu tun, als hier rumzustehen. Servus. Ja, dann fange ich heute einmal an, gell? Am besten putze ich gleich einmal die Lacken auf, die mir der Herr Wichtig da beschert hat. No. Schon verziehen. Wenn Sie mehr so gute Aufträge an Land ziehen, dürfen Sie von mir aus jeden Tag einen Putzkübel umschmeißen. Vierte Babsi. Wieder schon, Frau Reiser. Fräulein Heike, ich bin wieder da. Ja, ich seh's und Haben Sie heute Abend schon was vor? heute Abend. Schon möglich. Ja. Ließe sich das eventuell verschieben? Wäre möglich. Ja, dann werde ich Sie um 19:30 Uhr abholen. Sie werden da sein? Möglich. Das heißt doch bei Ihnen ja. Ich kenne Sie doch. Wirklich. Einen schönen Abend noch, liebe Babsi. Danke. Dir auch. Ja, was ist los? Sie schon alle fort? Ich bin noch da, aber nimmer lang. Es ist ja schon 5:45. Wo bitte ist mein Weihnachtstürkranz? Weg. Naja, das sehe ich auch, aber was heißt hier weg? Weg heißt, dass er weg ist. Er ist nicht mehr da. Was ist los? Nachdem er Ihnen, lieber Herr Grabert, ganz offensichtlich nicht gefallen hat, habe ihn der Frau Reiser geschenkt. Und die hat eine riesen Freitdruck gehabt. Ja, wie kommen Sie dazu, mein Eigentum zu verschenken? Babsi, das geht doch nicht. Schauen Sie her. Hier sind 50 Euro.
nehmen's die und gehen's bitteschön und kaufen's einen neuen Weihnachtstürkranz. Ich hab mich doch schon so drüber gefreut. Wirklich? Wirklich. Weil's doch Weihnachten wird. Aha, die Dame hat mal wieder verschlafen. Kennt man ja nicht anders. Fräulein Heike, wissen Sie eigentlich, wie spät das ist? Sag einmal, wo warst du gestern? Ja, du, das ist ja schon ein dicker Hund. Ja, mich versetzen. Ja, genau. Am besten ist, du bleibst heute daheim. Ja, da hast recht. So was ist mir auch noch nicht passiert. Bist versetzt worden, Sunny Boy? Ist deine Traumfrau nicht gekommen? Schwan, wie kommst du denn da drauf? Ach, dann habe ich das falsch verstanden. Wartest du auf die Heike? Eigentlich nicht wirklich. Du Babsi, das mit dem Kündigen gestern, das hast du doch nicht ernst gemeint, oder? Doch. Das ist mein voller Ernst. Aber warum willst du kündigen? Das ist doch ein super Job, ja oder nicht? Geht schon grad. Nette Kollegen. Naja. Ja, der Chef ist bis auf ganz wenige Ausnahmen auch erträglich. Hast du einen bestimmten Grund, warum du kündigen willst? Könnte schon sein. So. Babsi, das, was ich dir neulich gesagt habe. Hast du was gesagt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, weißt du, das mit dem, wenn du so weitermachst, dann kriegst du nie einen Mann. Das war natürlich ein Schmarrn. Vielleicht hast du sogar recht. Na, da habe ich ganz gewiss nicht recht. Du bist ein ganz liebes Madel. Ehrlich. Kommst du jetzt so ohne Vorwarnung plötzlich zu dieser Erkenntnis? Du, das wundert mich voll schon. Vorausgesetzt, sie ist wirklich ehrlich gemeint. Ja, natürlich ist es ehrlich gemeint. Du, das weiß ich fast schon ziemlich lange. Dann hast du es aber bisher immer sehr geschickt verborgen. Sag einmal, Manni, was soll denn das jetzt? Seit ich da arbeite, hast du doch noch nicht einmal bemerkt, dass sie überhaupt existiert. Und wenn, dann hast du mir meistens noch blöd angeredet. Und jetzt, wo dich anscheinend gestern die Heike versetzt hat, jetzt wäre ich plötzlich auch noch vorhanden. Du musst mich schon für arg dumm halten. Du, sag einmal, was redst du für einen Stuss daher? Glaubst du wirklich, ich hab's nötig, dass ich bei irgendeinem Madel Süßholz raspel? Du sag mal, kann man dir irgendwas recht machen? Jetzt probiere ich einmal nett zu dir zu sein und dann passt ja auch wieder nicht. Genau darum geht's doch, Manni, um das einmal. Was ist los? Also, du bist mir zu kompliziert. Wenn ich dir zu kompliziert bin, dann musst du dich wahrscheinlich wirklich weiter an die Heike halten. Bei der wirst du diesbezüglich sicherlich keine Probleme haben. Weißt du, was ich dir sag? Rutsch mir doch einen Buckel runter. Aber Gemani, überleg dir doch, wie umständlich das ist. Ha? Wir müssen zuerst auf den Stuhl hinaufsteigen. Und wenn es dann endlich oben hockt auf deinen Buckel, dann brichst du Grüßball ja sowieso gleich wieder zusammen. Also ihr Weiber, ihr redet doch alle miteinander nur einen Schmarrn daher. Respekt, Babsi, dem hast du es gesagt. Respekt. Haben Sie gehört, Kathi? Ja klar. Also Madel, den, wenn du weiter so behandelst, was zu kühl und zu überlegen, dann hast du den bis Weihnachten so weich wie einen zermanschten Kartoffelbrei. Vergleiche haben Sie immer. Schau her, ich hab da was mitgebracht. Ein Zweigerl mit einem Kerzerl. Der schaut ja ganz nackert aus, der Schreibtisch. Ach, überhaupt nicht weihnachtlich. Dankeschön, Frau Reiser. Mei, das schaut ja wirklich ganz lieb aus. Und für die Heike? Ich bin zwar gutmütig, aber nicht blöd. Dann stell es in mitten. Nix da, darüber kommt's. So, da herstellt es, gell? Also, Frau Reiser, das ist bei wirklich keine adventliche Gesinnung. Na, die können bei manchen Leuten auch vergehen. Und heute reden wir mit dem Chef wegen der Weihnachtsfeier, gell? Und einen Glühwein bringe ich auch noch mit, den gibt's nämlich jetzt im Angebot. Ich freue mich schon so. Ja, man hat ja sowieso so wenig Freude im Leben. Jetzt schauen Sie aber traurig, Frau Reiser. Haben Sie Kummer?
Ja, hab ich. Aber reden wir nicht drüber. Aber manchmal hilft doch das Reden. Ja, das kann schon sein, aber dann höre ich vielleicht nicht mehr auf zum Reden. Und vielleicht kann es auch sein, dass ich dann überlaufe. Na, das will ich wirklich nicht, dass Sie warnen, Frau Reiser. Okay, ich warn doch nicht. Obwohl, eigentlich kann ich schon warnen. Naja, die Ausrede mit dem Zwiefelschneiden, die funktioniert ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr, gell? Lassen wir es trotzdem. Das Weihnachten ist halt einfach mal so ein blödes Fest, wo man gern rührselig wird. Ein blödes Fest? Nein, ich hab mir bloß versprochen. Ein schönes Fest. Ein wunderschönes Fest. Und zur Kaffeepause, da zündet man das Kerzel an, okay? Und das bleibt auf deinem Schreibtisch. Wo sind die anderen überhaupt? Keine Ahnung. Vielleicht krank. Ja, im Hirn. Also, Kathi. Ist doch wahr, die Heike ist doch so dumme Gans. Die war doch für jeden Fuchs ein gefundenes Fressen. Ach, geh. Jetzt sind's doch nicht gar so bes. So schlimm ist doch jetzt auch wieder nicht. Und das sagst ausgerechnet du, bist du ein liebes Madel. So, also jetzt back ich im Keller um. Ja, und ich in der Registratur. Backen wir's. Morgen! Entschuldigen Sie, Herr Grabert, ich hab's doch nicht so gemeint. Jetzt beruhigen Sie sich doch wieder. Ich kann mich nicht beruhigen. Wie kommen Sie dazu, den Mitarbeitern von den Aufträgen zu berichten? Ich hab's ja nur so ganz nebenbei erwähnt. Nebenbei erwähnt. Das ist Top Secret. Verstehen Sie denn das nicht? Das geht absolut keinem Menschen was an, wie es mit unserer Auftragslage ausschaut, ja? Haben Sie das verstanden? Selbstverständlich. Aber der Herr Griebel ist doch auch darüber informiert. Der Griebel? Der Griebel, das ist mein Buchhalter. Und der hält im Gegensatz zu Ihnen die Klappe, ja, da. Na, was ist denn? Wollen Sie in meine Tasche aufhängen? Das da. Mein Gott, na. Erst gestern habe ich versucht, allen schonend klar zu machen, dass wegen der schlechten Auftragslage mit Weihnachtsgeld wackelig ausschaut. Dann posaunen Sie den gigantischen Auftrag raus. Die kann ich ja jetzt wohl wahrscheinlich vergessen. Vergessen den Auftrag? Nein, das Weihnachtsgeld. Ich meine, das kann ich jetzt natürlich nicht vergessen. Ich verstehe. Na, Sie verstehen überhaupt nichts. Ich verstehe überhaupt nichts, jawohl. Wieso arbeitet denn hier kein Mensch? Ach, eine Schlamperei ist jetzt vielleicht. Und Weihnachtstürkranz ist auch noch keiner da. Bitte? Weihnachtstürkranz. Weihnachtstürkranz, ja. Soll ich einen holen? Nein, vergessen Sie es. Vergessen, jawohl. Nein, kommen Sie rein. Reinkommen, jawohl. Mit meiner Tasche. Mit der Tasche, jawohl. Der fühlt sich ja auf wie der Captain Ahab, wo der Moby Dick ausgekommen ist. Da weiß er auch nichts anderes, als wie ein gelernter Bürohengst. Heike? Babsi? Ja, Chef. Babsi, haben Sie aus dem Tresor so einen großen weißen DIN A4-Umschlag raus? Aus welchem Tresor? Aus welchem Tresor? Aus welchem Tresor? Wie viele Tresore haben wir denn? Ja, Entschuldigung, Chef. Ich gehe doch nicht ohne ausdrücklichen Auftrag von Ihnen an den Tresor. Der weiße Umschlag mit ganz wichtigen Unterlagen ist aber nicht mehr drin. Verdammte Warum verschwindet eigentlich aus diesem Büro ununterbrochen irgendetwas? Entschuldigung, Chef, aber meistens verlegen Sie es selber. Sie? Kommen's mir für ja nicht so. Nicht so! Da werde ich nämlich verdammt ungemütlich. Aber Chef, doch nicht so kurz vor Weihnachten. Das ist überhaupt, was ich Sie fragen wollte, wegen unserer Weihnachtsfeier. Bleiben Sie mir bloß vom Leib mit Ihrer Weihnachtsfeier. Am besten mit ganz Weihnachten. Babsi, Sie drehen mir jetzt das ganze Büro von oben bis unten um. In einer halben Stunde liegt der Umschlag auf meinem Schreibtisch, verstanden? In einer halben Stunde? In einer halben Stunde. Das ganze Büro? Das ganze Büro. Das haut nicht hin. Das haut hin, ja. Und Frau Reiser, kümmern Sie sich gefälligst um Ihren Putzeimer und mischen Sie sich nicht immer in interne Angelegenheiten. Klar? Klar, interne Angelegenheiten. Jetzt kümmere ich mich mal. Jetzt kümmere ich mich um meine internen Angelegenheiten. Der ist ja noch schlimmer wie der Captain Ahab. Vorwarnung, unsere Miss Wellness ist im Anrollen. Guten Morgen. Morgen. Oh, ich habe tatsächlich verschlafen. Tatsächlich. Ist gestern ein bisschen später geworden? Ja, du sagst es.
War übrigens ein wunderschöner Abend. Tatsächlich. Freut mich für dich. Sag einmal, Heike, hast du irgendwo einen weißen DIN A4-Umschlag gesehen? Es sind wichtige Unterlagen drin und der ist aus mysteriösen Gründen aus dem Tresor verschwunden. Aus dem Tresor? Also ich gehe nicht an den Tresor. Ach, bitteschön, hilf mir trotzdem beim Suchen. Wonach? Nach besagtem Umschlag. Weiß. Das da ist weiß. Was ein DIN A4-Kuvert ist, wirst du ja wohl wissen. Ach, ich sehe heute höchstens weiße Mäuse. So brummt mir der Kopf. Boah, ich brauche erst einmal meine Kopfwehtabletten. Ah, Heike, wird auch langsam Zeit. Wo waren Sie denn? Im Bett. Entschuldigung. Im Bett? Allein. Genehmigt. Heike, wissen Sie, wo... Der weiße Umschlag geblieben ist? Nein, weiß ich nicht. Bedauere. So, dann helfen Sie gefälligst der Babsi beim Suchen. Verdammt doch mal! Muss ich denn euch Tipsen jeden Handgriff sagen? Lieber Himmel, der ist heute aber drauf. Bitte, Heike, jetzt such halt endlich mit. Oh, schrei mich nicht an. Ich kann mich heute nur ganz langsam bewegen. Ist doch sowieso sinnlos, die ganze Sucherei. Wenn der ominöse Umschlag hier irgendwo wäre, dann wäre uns die letzten Tage mal unter die Finger kommen. Bei dem seiner Schusslichkeit darf mich nicht wundern, wenn der Umschlag bloß in seiner Fantasie existieren darf. Ja, oder er hat ihn schon längst zur Post getragen. Und? Gefunden? Wir können leider nicht hexen. Und eine von euch zwei war am Tresor. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich das Dokument auf die mittlere Ablage gelegt habe. Und dann, ich sehe es direkt vor meinem geistigen Auge, habe ich die Zahlenkombination eingestellt. Mit geschlossenen Augen? Natürlich nicht. Also, der besagte Umschlag, weiß DIN A4, war mit 100%iger Sicherheit im Tresor. Und da ist er jetzt nicht mehr. Also, wo ist er? Griebel. Griebel! Hat er auch verschlafen? Ist irgendwas passiert, Chef? Griebel, haben Sie die letzten Tage die Finger am Tresor gehabt? An dem Tresor in Ihrem Büro, Chef? Haben wir vielleicht irgendwo anders noch einen Tresor? Soweit ich weiß, nein. Aber an dem Tresor haben doch eigentlich immer nur Sie persönlich Ihre Finger. Yvonne, Chef. Was wollen Sie damit sagen? Chef, die Flaschen mit meinem Spülmittel ist leer. Raus! Dann putze ich heute überhaupt nichts mehr. Der Herr Griebel wollte damit nur sagen, dass keiner von uns ohne ausdrücklichen Auftrag von Ihnen an den Tresor geht. Und ich habe noch nie einen Tresor geknackt. Ich weiß überhaupt nicht, wie so drum aufgeht. Leider. Also wenn dieses Dokument heute nicht auftaucht, dann bin ich erledigt. Entschuldigung, Herr Grabert, könnte ich jetzt Nein, setzen. Na doch nicht hier! Sie, meine Büros, Sie hier! Mein Gott. Ist denn der Dangel noch nicht da? Vielleicht hat mir der in seiner Blödheit mit einem Akt abgelegt. Oder zum Altpapier gelegt. Zum Zutrauen wär's ihm ja. Der Herr Dangel arbeitet sehr korrekt. Und dann kommt er immer ein bisschen später, wie Sie wahrscheinlich wissen. Ja, also ich rekonstruiere jetzt nochmal. Ich habe Hunger. Schwan. Ich gehe natürlich an den Tresor. Ich öffne ihn, ich lege das Dokument auf die mittlere Ablage, ich schließe ihn und stelle dann die Zahlenkombination ein. Ja, komisch. Irgendwas stimmt an diesem Ablauf nicht. Vielleicht haben Sie vergessen, die Zahlenkombination einzustellen. Ja, und ein Einbrecher ist eingebrochen. Ich meine, eingestiegen und... Quatsch, Einbrecher. Ja, oder ist vielleicht eine Türe oder ein Fenster gewaltsam geöffnet. Oder er hatte einen Schlüssel. Dann wäre es ja ein interner Spion. Jetzt trat er durch. Und das vor Weihnachten. Arme Frau. Heike, Babsi, ich mache Sie persönlich für dieses Dokument verantwortlich. Und ich sage nur, wehe. Wehe! Warum ist denn immer noch kein Weihnachtstürkranz an meiner Tür? Zu Ostern brauche ich keine mehr. Da kriegen Sie dann einen Ostertürkranz. Alle ausverkauft, so kurz vor Weihnachten. Dann nehmen Sie die 50 €, die ich Ihnen gegeben habe, und kaufen Sie dafür einen weißen DIN A4-Umschlag. Jetzt ist es um ihn geschehen. Der redet eindeutig wirren. Ja, aber von mir aus suchen wir heute. Ist ja egal, wie der Tag rumgeht. Es
ist doch sinnlos, wenn wir jeden Ordner und jedes Blatt umdrehen. Du, sag einmal, Heike, so ganz nebenbei hab ich gestern ja mitgekriegt, dass du dich mit dem Manni auch verabredet gehabt hast. Wer hast denn das hingekriegt? Das war gar kein Problem. Ich bin einfach nicht hin. Was? Findest du das jetzt nicht fies? Ja, warum? Ich hab nicht zugesagt, dass ich komme. Ja, und wenn er sich das so einbildet, selber schuld. Du machst das wirklich leicht. DIN A4. Ja, und dann habe ich ja auch noch so im Hinterkopf, dass du von einem ganz Süßen geredet hast, der dich gestern Abend besuchen wollte. Mei, da war ich dann halt leider auch schon weg. Sein Pech. Apropos süß. Mein Kuchenpaket ist ja nur im Kühlschrank. Jetzt schaut ihr das mal an. Der weiße Umschlag. Gott sei Dank. Wie kommt der in den Kühlschrank? Du, außerdem ist alles fast gefroren, weil er sich auf der höchsten Stufe fast errennt hat. Du, jetzt können wir die Torten lutschen. Du, ich beginne einiges zu ahnen. Ich auch. Ich rekonstruiere. Ich gehe an den Tresor, der eigentlich ein Kühlschrank ist, öffne ihn, lege das Dokument auf die mittlere Ablage, schließe ihn wieder. Nein, halt, schließe ihn nicht, sondern greife statt an die Zahlenkombination an den Temperaturregler und stelle ihn auf höchste Stufe. Schließe dann die Tür mit der beruhigenden Gewissheit, ein wichtiges Dokument sicher verwahrt zu haben. Und die zuverlässige Sekretärin stellt ohne Skrupel ein überdimensionales Kuchenpaket drauf, damit das wichtige Dokument ganz sicher drunter verschwindet. Genau, drum sind jetzt auch ein paar unschöne Fettflecken drauf. Dort ist eine durchgeschlagen. Was gibt es in meinem Büro denn zu lachen? Aha, also doch Sie. Nein, Chef, Sie. No, nicht frech werden, gell? Oh, Entschuldigung, Chef, aber das ist wirklich zum Lachen. Da sind ja Fettflecken drauf. Ja, die sind von meinem Kuchenpaket. Was macht Ihr Kuchenpaket in meinem Tresor? Bitte, Chef, bitte, jetzt horchen Sie doch einmal einen kurzen Augenblick zu. Sie haben Ihr wichtiges Dokument anscheinend... Anscheinend? In Ihrer üblichen und allseits bekannten Verwirrung... Verwirrung? Ja, nicht in den Tresor, sondern in den Kühlschrank gelegt. In den... Gar nie! Doch. Und dann haben Sie auch, wie Sie sich freundlicherweise sogar erinnern, an einem Rad gedreht. Ja, aber nicht an der Zahlenkombination, sondern am Temperaturregler. Das ist eine Unterstellung. Ich bin doch nicht total verblödet. Total sicher nicht. Das. Meine Liebe, das hat ein Nachspiel, ja? Für euch beide. Und der Fettfleck hier, der wird auch noch geahndet. Und der Fettfleck hier wird auch noch geahndet. Da schau her. So viel Fröhlichkeit bin ich ja bei euch zwar gar nicht gewohnt. Da habe ich scheinbar was versäumt. Und ob, Herr Dangel? Ja. Unser Chef hat ein wichtiges Dokument statt in den Tresor in den Kühlschrank gelegt. Und ich habe mein Kuchenpaket draufgestellt. Das kann man gar nicht erzählen, wie der sich aufgeführt hat. Das Rumpelstilzchen war harmlos Ja, dagegen. mei. Er ist halt manchmal ein bisschen zerstreut, unser Chef, gell? Ein bisschen? Mei, Herr Dangel, die Geschichte, die müssen Sie unbedingt als Nikolaus erzählen. Was meinen Sie, wird da alle lachen? Du, eine Weihnachtsfeier ist aber nicht zum Lachen da. Und außerdem soll man sich über seinen Chef nicht lustig machen. Und überhaupt ist diese Weihnachtsfeier noch gar nicht offiziell genehmigt. Na, die Kathi hat aber entschieden, dass sie auch ohne Genehmigung stattfindet. Ach, hat die Kathi entschieden. Naja, und was die Putzfrau sagt, wird natürlich in dem Büro sofort gemacht. Das wissen wir ja. Also, ich glaube... Herr Dangel, grüß Gott. Gott, Chef. Ja, also, ich glaube, ihr habt recht, ja. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, wie ich mit dem Dokument in der Hand zum Kühlschrank bin und mir ein Stück Salami runtergeschnitten habe. Ja, das Stück Salami liegt jetzt übrigens
In meiner Schublade im Kalender, ja. Mitten im Dezember, ja. Den Fettfleck auf den Dezember möchte ich sehen. Naja, was soll's. Zu was brauche ich noch einen Dezember? Das Jahr ist ja eh schon gleich vorbei. Chef, wo Sie gerade so milde gestimmt sind, wird unsere Weihnachtsfeier genehmigt? Macht's doch, was wollt's. Tut's doch sowieso immer. Lieber raffiniert seid ihr Madel schon. Aber wie euch der schnell durchschaut hat, da sagt's nichts, gell? Ja, ich gehe jetzt zum Schneeräumer. Oder mindestens wieder 20 Zentimeter hergeschneit heute Nacht. Ja, und ich gehe wieder hinüber in die Registratur. Ja, und was soll ich machen? Wie wär's mit Arbeiten? Jawohl, Sie können sich auf mich verlassen, Chef. Selbstverständlich, Chef. Ach, Heike, da bist du ja. Ja, etwas verspätet, aber ich bin da, gell? Ja, freust du dich denn nicht? Ja, natürlich. Und wie? Das merkt man jetzt gar nicht so. Ja, ich beherrsche mich nur. Wir sind hier schließlich in einem Büro. Gott sei Dank. Ich dachte schon, unser gemeinsamer Abend gestern, das schöne Essen mit dem Varieté hätte dich nicht so glücklich gemacht wie mich. Doch, doch. Ja, weißt, Julian, das Glück ist wie ein Spatz. Ja, der setzt sich auch mal schnell wohin, ist aber genauso schnell auch wieder weg. So tiefsinnige Gedanken hätte ich dir gar nicht zugetraut. Habe ich wo gelesen? Du liest. Ja, ja. Ich finde sie sehr wahr. Ja, aber doch nicht im Zusammenhang mit uns. Wann fährst du wieder weg? Am Heiligen Abend. Ich feiere Weihnachten mit meiner Mama. Also siehst. Darum schütze ich mich selbst davor, tiefere Gefühle für dich aufzubauen. Ja, also, wie wunderbar du das sagst. Du bist so ein kluges und schönes Mädchen, Heike. Ich weiß. Ich werde noch lang von diesem wunderschönen Abend mit dir zehren. Ja, aber zwischendurch musst du schon was essen, sonst verhungerst du ja. Versteh dich nicht ganz. Das macht nichts. Meinst nicht, es wäre jetzt besser, wenn du gehst? Das macht sie nicht gut, wenn der Chef rauskommt und du bist immer noch da. Hm? Das kümmert mich wenig. Aber du hast schon recht. Wie sagt Hermann von Solm? Ah, der? Ja, du weißt es, teure Seele, dass ich fern von dir mich quäle. Liebe macht die Armen krank. Habe Dank. Ich glaube, jetzt brauchen wir dringend ein Schmolzhaferl. Ich kauf mit uns auf dem Christkindlmarkt. Was wollen denn Sie da? Und was soll das mit dem Schmalzhaferl? Ah ja, um das ganze Fett aufzufangen, was aus Ihrem Munde trieft. Kriebel, ich rate Ihnen gut, sich nie mehr in meine privaten Gespräche zu mischen. Jetzt habe ich aber Angst. In einem Büro gibt es keine privaten Gespräche. Und darum rate ich Ihnen ebenso gut, augenblicklich zu verschwinden. Halten Sie doch den Mund, Sie Flegel! Heike, du musst nicht traurig sein. Nach Weihnachten bin ich wieder zurück. Und dann werden noch viele schöne weitere Abende mit uns folgen, ja? Was höre ich da? Ich gehe doch wohl recht in der Annahme, dass du mich wegen diesem billigen Laiendarsteller gestern hast sitzen lassen. Nein, es hat sich halt so ergeben. Deswegen brauchst du nicht gleich so sauer sein. Heute Abend habe ich zum Beispiel bis jetzt nichts vor. Ach so, dann setzt man mich sozusagen auf die Reservebank. Und sollte da doch noch was Besseres kommen, ja, dann ergibt sich's halt mal, dass man den blöden Manni vergisst. Na, an Kasperl machst du nicht aus mir. Ah, na, Manni, so ist es wirklich nicht. Wenn du Lust hast, dann... Heike, bringen Sie diesen Umschlag zur Post. Ermail und Danny. Ja? Herr Kriebel, wo stehen Sie noch hier so undekorativ in der Gegend rum? Chef, ich wollte Sie fragen, wie es denn jetzt mit der Weihnachtsfeier aussieht, ob die stattfindet. Ja? Ja, was interessiert Sie das so? Weil noch Platzerl backen muss. Der und Platzerl backen? Ich glaube, jetzt spinnen Sie alle. Bloß weil es Weihnachten wird. Ja, nur gut, dass wenigstens ich immer einen klaren Kopf habe.
Das sowas deppert, aber auch. Ja. Ich weiß gar Ja, aber nicht, wie das passiert ist. Ja, ja. Aber Schauen Sie her, da, bitte, da sitzen Sie her. Und bleiben Sie ruhig sitzen. Ich mache Ihnen mit dem Handtuch einen kalten, nassen Umschlag. Ist was passiert? Hey, Babsi, hol doch in der Apotheke eine essigsaure Tonerde. Haben Schmerztabletten daheim? nein. Ja, dann bring Schmerztabletten auch mit für die Nacht. Ja. Gleich. Frau Reiser, was machst du denn für Sachen? Übertreten habe ich mich. Das tut vielleicht weh. So, Babsi, du, und fahr mit der Straßenbahn. Sind doch 2 Stationen, gell? Ist recht. So, und Sie ziehen jetzt hier einen Strumpf aus, Ihnen. Sind's narrisch, ha? Nein, das tue ich nicht. Hey, ich möchte doch bloß das Tuch um Ihren Fuß wickeln. Ja, dann wickeln Sie es um den Strumpf rum oder legen Sie es drauf, das geht dann schon durch. Ja, mei, als wenn ich da irgendwo hinschauen darf. Was ist? Nix. Au! Was ist Nicht denn? so fest, Sie machen mir doch den ganzen Strumpfpatsch los. Ja, hätten Sie ihn ausgezogen? Ja, das darf ja da so passen, gell, das glaube ich. Hock mich doch da nicht mit dem nackerten Fuß rein. Ja, das nicht. Ich hab schon ganz andere Füße gesehen. Was? Nix. So, das muss jetzt lange für den Anfang. Tut's arg weh. Ich hab schon mehrere gelacht. Ja, so schnell geht's, gell? Und das ein paar Tage vor Weihnachten. Was hat jetzt Weihnachten mit meinem Axt zum tun? Ja, ich mein, sowas dauert mindestens 8 Tage. Und über die Feiertage, da möchte man doch gesund sein. Man kriegt einen Besuch, zum Beispiel. Ich krieg keinen Besuch. Nicht? Ich hab gemeint, Ja, dann haben Sie falsch gemeint. ja, entschuldigen Sie, Kathi, aber ich hab gemeint, Sie haben eine Tochter. Hab ich auch. Ja. Ich hab ja auch einen Sohn. So. Freut mich. Was? Ja, dass Sie einen Sohn haben. Ja. Ja, ist ein ganz lieber Kerl, mein Sohn, das muss man schon sagen, ja. Ja, bloß die Schwiegertochter halt. Wie es manchmal so geht, ich kann nicht mit ihr. Aber er, mein Sohn, der kommt ja oft, ganz oft kommt der bei mir vorbei, ja. Und dann fragt er mich immer, wie es mir so geht und ja, wenn er natürlich geschäftlich verreist ist, dauert es oft länger. Das letzte Mal haben wir uns vor 20 Jahren gesehen. 20 Jahre? Ja. Da könnten Sie ja schon gestorben sein. Ja, kann leicht sein. Aber an sowas denkt man halt nicht. Ja, und wenn schon. Ja. Und wenn schon. So ist es halt, wenn man alt wird. Nicht schieß. Und vor allen Dingen, wenn dann solche Feste daherkommen wie Weihnachten. Okay, Kathi, so darf man jetzt nicht reden. Ich schon. Hat schon manchmal so ein Kreuz mit den Schwiegerkindern, gell? Ja. Ja, aber ich mein, mit einer eigenen Tochter, da ist doch das ganz was anderes wie mit einer Schwiegertochter. Das hab ich auch gemeint. Ach, so ein liebes Mädel ist gewesen. Ja. Und Euwe hat's gesagt, Mama hat's gesagt, die lasse ich mal nie allein. Und jetzt? Ja, wohnen Sie denn nicht bei uns in der Stadt? Nein, ganz weit im Norden oben. Ah, Am Anfang, da hat sie noch regelmäßig geschrieben, aber dann sind die Briefe auch weniger geworden. Und auf einmal hat sie mir dann da das Briefel geschickt mit dem Beutel von meinem Enkelkind. Ja. Da schauen Sie. mein Gott, ist der lieb. Lieb, gell? Ja. Bloß gesehen habe ich ihn halt noch nie. Ja, das kenne ich. Darum habe ich das Beutel auch wieder dabei und schau so an, ob es noch da ist, mein Enkelkind. Ja, aber ich verstehe das nicht. Ich schon. Wissen Sie, mein Schwiegersohn ist aus besserem Hause. Direktor von irgendeiner großen Bank ist er. Und da mag er natürlich nichts zum Tor haben mit einer Schwiegermutter, die bloß eine Putzfrau ist. Was? Ja, und das lässt einer Tochter zu? Ich nehme sie nicht übel. Ich möchte nicht haben, dass wegen mir einen Ärger kriegt. Aber mein Enkelkind hätte ich schon gerne einmal gesehen. Auf den Arm genommen, ein bisschen an mich hingedruckt, gespürt. Aber sie bringt man halt nicht. Okay, Kathi, jetzt werden Sie nicht warnen. Geh, ich warn doch nicht mit. Sie haben doch wenigstens ein Foto von Ihrem Enkel. Ah, mir tut ja bloß der Fuß so weh. Wissen Sie was? Ich habe eine ganz gute Säule bei mir drunten. Die bringe ich Ihnen rauf. Ich brauche bloß einen Stock runtergehen. Ja. Sie bleiben dabei da sitzen, gell? Oh, mein Dangel. Fürs Herz, da gibt's halt keine Säulen. Ups.
Babsi, schreiben Sie mal schnell bitte. Das Schreiben muss heute unbedingt noch raus. Also, das Übliche. Sehr geehrter Herr bla bla bla, ich teile Ihnen hiermit mit. Chef, so schaust doch. Mein Gott, was ist denn schon wieder? Ja, Frau Reiser, was machen Sie denn da? Den Fuß habe ich mir vertreten. In meinem Büro? Nein, im Keller drunten. Ha? Ja, und wo ist dann die Babsi? In der Apotheken. Aha, so mag ich's. So mag ich's. Ja, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, kurz vor Weihnachten. Von meinen Mitarbeitern ist kein einziger greifbar, außer der Putzfrau. Und die hat sich einen Fuß vertreten. Und kann im Moment nicht einmal putzen. Ja, dann gehen Sie halt heim. Das geht doch nicht, mir tut der Fuß so weh. Ja, wissen Sie was, dann fahr ich Sie heim und zwar sofort. Komm Nein, jetzt. nein, der Daniel ist runter in seine Wohnung und holt das Säum. Und dann, Chef, mag ich gar nicht haben. Na, Sie machen mir eine Freude. Beschäftigt hier das ganze Personal wegen einem verknacksten Haxen, sitzt hier vollkommen störend und überflüssig in der Gegend rum und will da nicht heimgehen. Was, Frau Reiser, was bitteschön soll ich jetzt mit Ihnen anfangen? Ja, Chef, ich geh schon. Nein, bleiben Sie nur da. Warum wollen Sie nicht heimgehen? Bin doch ganz allein. Ich hab doch niemand. Ach so. Da haben Sie es besser, Chef, gell? Sie haben eine Familie. Da kommt man gern heim. Ich? Ja, Frau Reiser, Sie haben recht. Ich habe ja eine Familie. Das hört sich jetzt fast so, als wenn Sie es vergessen hätten. Vergessen? Nein. Sicher weiß ich, dass ich eine Familie habe, nur... Nur haben Sie halt so gut wie keine Zeit dafür, gell? Naja, die Firma, es ist halt alles noch im Aufbau und... Aber deswegen darf man doch das Wichtigste nicht vergessen, was man hat im Leben, Chef. Eine Familie. Frau Reiser, Sie haben recht, ja. Naja, aber jetzt kommt ja dann Weihnachten und dann... Wird alles anders, meinen Sie, gell? Wegen einem Abend. Lassen Sie noch was sagen, Chef. Gar nichts wird anders. Bringen Sie uns das Kerzerl einmal darüber. Ja. Sie haben so ein liebes Kinderl, habe ich gehört, gell? Ja, meinen lieben kleinen Marco. Nur leider sehe ich ihn nicht oft. In der Früh, wenn ich in die Arbeit gehe, dann schlaft er noch. Und abends, wenn ich heimkomme, schon wieder. Das ist aber schlimm, Chef. Ja. Haben Sie Ihr Feuerzeug? Ja. Und jetzt machen Sie uns das Licht aus, Chef. Und ich zünde uns das Kerzerl an. Nur für uns zwei. Weil es Weihnachten wird. Und jetzt schauen wir ganz stark in die Flamme. Kennen Sie das noch, Chef? Und jetzt denkt man an das, was uns lieb ist. Sie an Ihre Frau und Ihr Kinderl. Und ich an meine Tochter und an mein Enkelkind. Ich glaube, jetzt ist mir schon vieles leichter. Ich glaube, mir auch. Schaut wirklich nett aus. Also, ich brauche keinen Mistelzweig, um einen Mann zu finden. Was wollt ihr jetzt? Nach dem Glühwein schauen. Ah ja, und nach dem Geschirr. So, da sind die Weihnachtsservietten. Du, die Teller mit den Platzen, die stehen ja noch draußen. Bringst du das bitte mit? Jetzt könnten es eigentlich schön langsam eintrudeln. Komisch, dass sie unser Herr Dangel halt noch gar nicht hat blicken lassen. Mei, der wird halt so mit der Einstudierung von seinem Nikolausauftritt beschäftigt sein. Bin schon neugierig, was dem heuer wieder alles eingefallen ist. Ja, auf ihn freue ich mich am meisten. Ich mich auch. Obwohl, also manchmal ist mir der Dangel richtig unheimlich. Der gutmütige Mensch. Unheimlich. Ja, ich weiß nicht, wie mich der oft anschaut. Also, ich habe immer das Gefühl, als soll er mir durch und durchschauen, ja, und mehr von mir wissen wie ich selber. Ich glaube, das ist einfach seine Lebenserfahrung und seine, wie soll ich das sagen, seine Herzensgüte. Und das hat nicht jeder Mensch. So, jetzt habe ich das auch. Dann machen wir nur ein bisschen leise Weihnachtsmusik zur Einstimmung.
Super. Und was machen wir jetzt? Hinsitzen und einfach ein bisschen zur Ruhe kommen. Dann könnte ich mir noch schnell meine Nägel nachlackieren. Heike, wirklich nicht. Ja, warum? Wen stört das? Mich? Von mir aus setzen wir uns halt hin und glotzen zu zweit blöd auf die Kerzen. Sag einmal, Heike, kannst du das gar nicht? Einfach einmal still da sitzen und vielleicht auch noch deine Klappe halten? Schwer. Also, du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Wir machen immer auf, wir sind immer da. Also eine Frechheit ist das am 23. Dezember noch die Leute belästigen. Wir haben immer nur Dienstzeit. Grüß Gott, Sie wünschen? Grüß Gott, mein Name ist Huber. Sie erinnern sich? Ich war nämlich schon mal da. Huber. Ja, wegen der Scheidung. Ach ja, wegen der Scheidung. Ja, Sie erinnern sich? Natürlich. Ja, Sie sind der mit dem Monster, dem seine Frau nichts mehr kocht und dem seine Frau eine gescheuert hat. Ja, und was für eine. Ja, könnte ich bitte Herrn Rechtsanwalt Grabler jetzt sprechen? Entschuldigung, Herr... Huber. H-U-B-E-R. Also, Herr H-U-B-E-R. Ja. Das ist natürlich eine Frechheit, dass Ihnen Ihre Frau eine gescheuert hat. Also, das darf ich mir auch nicht gefallen lassen. Das geht Sie gar nichts an. Ja? Meine Frau kann mich schlagen, wann und so oft sie will. Ist das klar? Ja, das soll das heißen, Sie ziehen Ihre Anzeige zurück? Ja, das soll es heißen. Meine Frau ist eine wunderbare Frau und eine großartige Köchin. Ja? Oh, Sie haben Ihre Kanzlei aber nett geschmückt. Ja, grüßen Sie mir Rechtsanwalt Grabler von mir. Eventuelle Unkosten seinerseits werden meinerseits selbstverständlich sofort beglichen. Auf Wiedersehen. Ja. Glühwein ist aus. Frohe Weihnachten. Bis Gott, Herr Doktor. Mein Gott, Kinder, ist dieser Plackerei. Nehmt mir doch einmal was ab. Frau Reiser, was schleppen Sie denn alles daher? Stell das Baum mal da rüber, Heike. Schau mal, ganz zertätscht schaut's aus, ha? Ja, den bringen wir schon wieder hin. Pass aber auf die Lichter auf. Ja, ein bisschen kitschig ist, aber sonst ganz lieb, gell? So, Frau Reiser, was haben Sie denn jetzt alles drin in Ihrer schweren Tasche? Für jeden ein bisschen ein Putsch und noch eine Tüten mit Platzerl. Die ganze Nacht bin ich heute am Herd gestanden mit meinem Wehen Haxen. Ach, Frau Reiser, jetzt sitzen Sie ja erst einmal daher und dann legen Sie Ihren Fuß auf. So. Danke schön. Warum sind Sie denn nicht mit dem Taxi gekommen? Mit dem Taxi? Bin ich am Onassis sein Ex? Bin ich mein ganzes Leben noch in kein Taxi gesessen. Mit der Trambahn geht's genauso schnell. Nett schauen Sie aus. Mit Ihrem weißen Spitzenkragerl. Gell? Ja, man muss sich schon ein bisschen herrichten zu solchen Festtagen. Wenn's auch nicht mehr viel nutzt. Das Baum können wir so lassen. Du, Babsi, was meinst du? Vielleicht sollen wir die Kathi unter den Mistelzweig stellen. Wo ist ein Mistelzweig? Ah, da stell ich mich jetzt drunter. Und der Jüngste, der vorbeikommt, den back ich. Ja, und jetzt die Beleuchtung. Heike, da ist ein Stecker, den dort ein einstecken. Ah, ja, wunderbar. Brennt ja. Hätte man nicht gedacht, dass das damals den Transport so gut übersteht. Wo ist denn eigentlich der Daniel? Der muss halt eigentlich schon lang da sein. Keine Ahnung, wo der so lang bleibt. Ja, Komisch. wahrscheinlich ist er voll. Was? Und ganz mit seinem Nikolausauftritt beschäftigt. Heike, was isst denn du da? Ich? Warum? Nix. Heike! Naja, das dauert mir alles zu lang. Nimm mir die Tüten weg und du lass die Pfoten davon, gell? Aber schön habt ihr es geschmückt. Richtig weihnachtlich. Oh, der Chef naht. Hallo, grüß euch, Mädels. Gut gelaunt. Naja, Weihnachten wird's, gell? Gleich kommt der Reif. Greif an.
Spinnst du? Ich kann doch nicht den Chef überfallen. Warum nicht? Weil dir darfst du bestimmt nicht wundern. Und sein Gesicht darf mich schon interessieren. Oh, eiskalt ist es heute draußen. Zu spät. Er hat leider schon passiert. Ah, schön ist ja alles hergerichtet. Ui, und da sind ja auch schon Platz. Na, greifen Sie nicht zu, Chef. Unsere Kathi hat für genügend Nachschub gesorgt. Die zergehen auf der Zunge. Frau Reiser, was macht der Fuß? Ja, er ist im Weg. Nehmen wir's Platz, Chef. Wo sind denn die anderen alle? Hoffentlich dauert's nicht allzu lang. Ich muss nämlich leider noch auf die Weihnachtsfeier vom Golfclub. Ja. Was? Golf spielen Sie auch? Was haben Sie denn da für ein Handicap, Chef? Seine Frau. In wie viel Vereine sind Sie jetzt eigentlich? Ja, also beim 5. habe ich aufgehört mitzuzählen. Und was sagt die Frau dazu? Sie versteht's. Hoffe ich zumindest, ja. Naja, aber das Pflegen von solchen Kontakten ist als Geschäftsmann einfach ungeheuer wichtig. Aber bitte, lassen wir doch das Thema für heute, ja? So, und ich hole jetzt den Rest vom Glühwein, weil immer nur Platz, es ist mir zu trocken. Genau. Die stauen uns nämlich schon langsam von die Ohrwaschel raus, gell? Danke. Also schön ist es. Wie wenn ich in meiner eigenen Firma auf Besuch wäre. Ja, aber ich lasse mich ganz gerne mal bedienen. Dankeschön, Heike. Ach, das ist vielleicht ein Duft, ja. Und diese Platzerl. Selber gemacht. Selber gemacht. Frau Reiser, Sie haben ein Glück, dass ich schon vergeben bin. Ich würde Sie auf der Stelle heiraten. Na, Chef, das muss nicht sein. Also, bei solchen Platzerl, da denke ich immer an die Weihnachten mit meinen Großeltern. Das waren die schönsten. Ja, Großeltern, wenn man heute hat, gell? Ich freue mich morgen schon auf die Augen von meinem kleinen Marco. Er kriegt seine erste Modelleisenbahn. Computergesteuertes Schaltpult. Tenderlock mit TEDx-Kupplung, elektrische Weichen und alles bedienbar mit Infrarot-Fernbedienung. Wie alt ist denn Ihr Sohn? 3. Wer meint jetzt, dass da damit spielt? Der Papa. Toll! Ja, alle schon beim fröhlichen Weihnachtsgelage. Oh, und wie weihnachtlich das riecht. Zimt, Glühwein. Haxen abkratzen, Mantel ausziehen und dann reinkommen. Ja, zu Befehl. Jetzt sowieso. Frau Reiser, was haben denn die zwei vor? Sind Sie froh, dass Sie verschont blieben sind? Und vor allen Dingen, dass ihr einen wählen Fuß habt, weil sonst... Er kommt. Ja, was war jetzt das? Das fragt der noch. Ja, du stehst unter einem Mistelzweig, mein Lieber. Warum umarmst du mich eigentlich nicht? Ja, das geht ja nicht. Ich hab da... Moment, jetzt komm ich und zeige mal dem jungen Spund, wie das geht, gell? Na, bitte nicht. Ja, was haben Sie denn da für einen Hutzheimer? Ja, also, den möchte ich Ihnen, liebe Frau Reiser, als kleine Weihnachtsüberraschung, praktisch als Weihnachtsgeschenk, Quatsch, als Weihnachtsangebinde, ja, als was auch immer, überreichen. Ja, schenken. Ich hoffe, er passt in der Farbe zu Ihren üblichen Putzutensilien. Ja, jetzt nehmen Sie ihn schon, den blöden Eimer. Also jetzt sowas. Jetzt schenkt er mir doch tatsächlich einen Putzeimer. Ja, ich dachte mir halt, weil Sie sich doch immer noch mit diesem grässlichen Ungetüm vom Blecheimer herumschleppen, der noch dazu sehr gefährlich sein kann. Ja, gefällt er Ihnen nicht? Ich kann ihn gerne umtauschen. Nein, ich bin nur sprachlos. Bestimmt vor Freude, ja. Ich wollte unserer lieben Kathi schon seit längerer Zeit eine zeitgemäße Reinigungsausrüstung aufs Auge oder vielmehr in die bewährten Hände drücken. Aber sie verteidigt den Blecheimer wie ein Kampfhund. Dass Sie ja nicht auf die Idee kommen, das zu entsorgen, gell, Chef? No. Also, so eine schöne blaue Farbe. Also, vielen Dank, Herr Mohrhardt. Das war wirklich ganz, ganz lieb von Ihnen. Also, das sollte mal einer sagen, dass Weihnachten nicht schön ist, gell? Ja. So kann man auch mit kleinen Sachen lieben Menschen Freude machen. Und wenn es nur ein Eimer ist, Julian, greif bitte zu, alles selbst gebacken. Oh ja. Aber nicht von ihr.
Gemeinschaftsproduktion von der Babsi und von mir. Oh, wen interessiert das schon? Jetzt sind doch nicht so Kleinigkeiten. Also, wie gemütlich ihr das alles hergerichtet habt. Das Büro ist gar nicht wiederzuerkennen. Oh, der Glühwein hat's aber in sich. Hat auch die Babsi gemacht. Da wird's einem so richtig schön heiß von innen, gell? Ja, von außen schon auch, gell? Ich bin über die Feiertage hier. Wie schaut's denn aus mit uns beiden? Ja, weißt, Julian, Weihnachten ist nun mal ein Familienfest. Ja, und das muss ich mit meiner Familie verbringen. Ja, aber doch nicht ununterbrochen. So, dann wären wir jetzt ja eigentlich komplett. Bis auf unseren Nikolaus und unseren Sunnyboy. Redet sie von mir? Bin schon da. Ja, endlich, da bist du ja. Mein Gott, jetzt darfst du nicht so geschamig. Seid ihr sonst da so anders, oder? Darf ich mich zu dir herhocken? Nee, geht's wohl nicht mehr. Frau Reiser, psst. Ja, oder wollen Sie vielleicht zu mir herrutschen? Na, Chef, das überlassen wir die Jungen. Ja, meine Lieben, nachdem wir ja jetzt nicht wissen, wann unser lieber Dangel Anton, also sprich der Nikolaus, erscheint. Ja, also, wie gesagt, ich muss ja leider noch heute auf eine andere Weihnachtsfeier. Geschäftliche Verpflichtung, obwohl ich, ehrlich gesagt, viel lieber hier wäre. Naja, also was ich sagen wollte ist, ich danke euch, ja. Und wegen dem Weihnachtsgeld, Ja. naja, ich habe es ja schon einmal angedeutet, aber es hat sich ja jetzt dann doch, Gott sei Dank, eine erfreuliche Änderung ergeben, ja. Also kurz gesagt, hier ist das Weihnachtsgeld für euch alle. Ich hoffe, es freut euch jetzt auch noch. Also mich freut's, dass wir es jetzt erst kriegen. Dann kann ich es wenigstens nicht mehr ausgeben. Ah, da habe ich keine Probleme damit. Bitte, bitte. Ja, also, dann, ja. Aber Chef, jetzt bleiben Sie nur ein bisschen da. Setzen Sie sich zu uns hin, sonst bin ich beleidigt. Und nehme das Weihnachtsgeld nicht an. Oh Gott, Frau Reiser, Entschuldigung. Also, unser Nikolaus müssen es doch auf alle Fälle noch abwarten, Chef. Ja, also eine halbe Stunde geht schon noch, ja. Vielleicht bringt unser Nikolaus noch eine ganz besondere Geschichte zum Besten. Von einem gewissen weißen Umschlag und einem Tresor, der eigentlich ein Kühlschrank war. Bloß nicht. Was ist das? Was ist das? Wo waren da ich? Oh, habt ihr es gehört? Schnell, aufsteigen. Schnell. Schau, jetzt sind wir lauter erwachsene Leute und warten wie die kleinen Kinder auf ein Kleckerl. Oh. Als Weihnachten wird, habe ich die Lichter sind. Bin in den Wald ausgegangen, dass ich das Christkindl finde. Aha, seid ihr alle da? Schön. Wir haben schon auf dich gewartet, Nikolaus. Er sieht aus wie der Nikolaus, der mich als kleiner Bub immer besucht hat. Schöne Erinnerungen. Bei mir war immer der Knecht Ruprecht dabei und hat meinen Hintern verhauen. Wirst du das schon braucht haben, Manfred Griebel. Vielleicht hätte ich auch den Krampus mitbringen sollen. Ha? Nächstes Jahr, da musst du auch zu meinem kleinen Marco kommen, lieber Nikolaus. Aber ich war immer brav, Nikolaus. Aber das weiß ich doch, Kathi. Von dir gibt's nur Gutes zu berichten. Ist das auch wirklich unser Nangel? Der ist ja gar nicht zum Erkennen. Geh, wer soll es denn sonst sein? Jetzt horcht's doch einmal zu, was der Nikolaus zum Sagen hat. Ja, und das ist viel, was ich zu sagen habe. Sehr viel. Ja, dann fang bitte gleich an, lieber Nikolaus. Ich muss nämlich Noch zu einer anderen Feier, ich weiß. Mein Gott, was für ein Depp, ruf doch jetzt bitte in unsere Feierlichkeit noch. Oh, Mr. Kelly? Mr. Kelly, how do you do? Yeah. Oh, Mr. Kelly. Oh, thank you for this great information, yes. Thank you, yes. Bye-bye, Mr. Kelly. Merry Christmas and a Happy New Year. Von mir auch. Ja. Meine Lieben, der Vertrag mit unseren Geschäftspartnern in New York ist perfekt. Ja, es geht aufwärts. So, es geht aufwärts. Meinst du? Ja, natürlich, das ist der größte Deal, den ich seit Übernahme der Firma gemacht habe. Aha, ein Deal. Da schau mal her. Für mich? Ja. Was ist da drin? Auch ein Deal mit dir. Ein Sackerl Ruhe und Gelassenheit und eine große Portion Erkenntnis für die wahren Werte im Leben, für das, was wirklich wichtig ist. Und das ist nicht nur ein großer Deal mit Amerika. Ja, aber
Aber es geht doch wirklich aufwärts. Na, mit dir geht's abwärts. Und ich rate dir, geh nicht zu dieser Feier von dem Club, Martin Grabert. Ja, aber meine Geschäftsfreunde, die erwarten das von mir. Ich muss mich da sehen lassen. Du musst, meinst du? Ich glaube, deine Frau packt gerade die Koffer mit dem Nötigsten. Dein kleiner Sohn Marco hat schon sein blaues Wollmützerl auf und wartet im Flur. Gleich wird die Mama fertig sein. Zum Gehen. Zum Gehen? Ja, wieso? Ja, hat meine Frau vielleicht eine Andeutung gemacht, wie Sie bei uns waren? Ich hoffe, du weißt jetzt, was du musst. Was meine Frau und mein Bub, die wollen gehen. Jetzt an Weihnachten. Ich muss heim. Ich muss sofort heim. Ich muss heim. Die Platzl! Na, was ist? Habt ihr Angst vor mir, dem alten Dangel? Oder habt ihr Angst vor der Wahrheit? Ja, ich weiß, ihr habt schon als Kinder immer nicht glauben wollen, dass der Nikolaus alles weiß. Gell, Kathi? Aber ich war wirklich immer brav, Nikolaus. Das weiß ich doch. Na, schau her. Für dich ein Sackerl voll Vertrauen in die Zukunft und viel, viel Weihnachtsfreude. Mein Nikolaus. Nicht traurig sei, Kathi. Ich hab noch was für dich. Da schau her. Ein Brief. Was, ein Brief? Für mich? Ja. Ja, von wem ist denn der? Von meiner Tochter. Sie kommt, schreibt's. Und das Enkelkind bringt's auch mit. Weil's Weihnachten wird, sagt's. Woher weiß denn der Daniel das? Ich bin neugierig, was er über mich weiß. Keine Angst, sicher nur Erfreuliches. Ja, Heike, für dich habe ich schon auch was. Da schau her. Ein Sackerl Bescheidenheit und Ehrlichkeit. Ja, nimm nur. Ehrlichkeit? Wieso? Ich bin doch. Nicht immer ehrlich. Nikolaus, du willst mir doch nur Angst machen, oder? Aber wie kann ich dir Angst machen, wenn doch alles in Ordnung ist bei dir? Ich muss sofort heim. Ich muss noch alles herrichten und putzen. Und ganz habe ich auch keins. Und den Stall muss ich auch noch machen. Und das Buberl braucht doch bestimmt eine Milch. Ich muss heim. Frohe Weihnachten. Ich hab's. Ja, Heike, ich weiß mehr von dir, als du glaubst. Sag mir doch einmal, warum spielst du so ein falsches Spiel? Ich weiß nicht, von was Sie reden. Und überhaupt halte ich das für eine Frechheit, wie wir hier abgeurteilt werden. Verhaltensregeln werden uns da eingetrichtert. Unverschämter Mensch sind Sie, Dangel. Mein Privatleben geht Sie überhaupt nichts an. Das lasse ich mir von einem Hausmeister wirklich nicht gefallen. Ach, was, mir ist das alles so blöd, ich gehe.
Musik